Einen gesegneten, schönen guten Abend für alle Geschwister, die hier sind. Ich begrüße Sie alle in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch begrüße ich alle Geschwister, die in dem Seniorenheim oder die uns hören durch die Übertragung bei Internet. Es ist schön, heute da zu sein. Besonders für dieses Thema, nur Mut. Das Wort ist ein Schlüssel fast für das ganze Leben. Wenn man Mut hat, kann man ermutigt werden, kann man etwas im Leben ändern, kann man eine Botschaft akzeptieren. Wenn man Mut hat. Ein Blinder, der saß auf der Straße, er hat nur immer gehört, nimm. Die Leute, die haben Barmherzigkeit, die haben ihm etwas gegeben, nimm. Und das war eigentlich sein Wunsch. Sein Wunsch, dass Leute ihm etwas geben. Jahrelang hat er von den Leuten gebettelt. Aber er ist blind und Bettler geblieben. Bis kommt dieses Angebot, nur Mut. Das ist mein Gebet und Wunsch, dass der Herr uns ermutigt heute Abend. Wenn ich Jesus noch nicht erfahren als Herr und Heiland, oder wenn ich ein wiedergeborener Christ und unterwegs ist mein Leben in ein Loch gekommen, heute der Herr will uns neuer Mut geben, dass wir nochmal aufstehen. Nach dem Wiedergeburt, wenn ich zum Glauben komme, fängt der Feind mit sehr starken Kampf, geistlichen Kampf. Wir wissen in Gottes Wort, viele von Gottes Kindern, so viel von Gottes Kindern, die sind auch durch ihr geistliches Leben in Löcher runtergegangen. Aber durch diesen Mut, der Herr hat denen geholfen. In diesen 3 Tagen will ich über diese Blinde Bartimäus, ein Mann lebte in Jericho, einfach ein Bettler, keine Hoffnung, keine Wechselung im Leben. Er hat gedacht, das ist das Ende vom Lied. Aber eines Tages kommt der richtige Besucher für die Stadt. Der richtige Besucher für die Stadt. Bei uns in Ägypten vor kurzer Zeit, als Mubarak noch am Macht war. Und er war in einer Stadt und da war ein junger Mann, der hatte Probleme, hat seine Probleme in den Zettel geschrieben. Und als der Präsident mit allen Soldaten, mit Motorraden und alles, Sicherheitspolizei unterwegs, der Kerl ist zwischen die Menschen schnell und wollte das an dem Präsidenten geben, die haben ihn erschossen. Aber ich rede heute von anderen Besuchern. Der ist extra gekommen, um zu sterben. Um solche Leute, die auf die Straße zum Retten. Der Einzige, der gekommen ist, um zu sterben, ist der Herr Jesus Christus. Jeder ist gekommen, um zu leben. Und wir kämpfen im Leben. Ein Kollege von mir lebt in Siegerland. Die Mutter ist jetzt 93 Jahre alt. Und er hat mich eingeladen zum Essen nach dem Predigt, nach dem Gottesdienst. Und danach die Mutter sagt, bete für mich, Bruder. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Danach der Sohn hat gesagt, Mom, das ist dein Fehler. Ich habe gesagt, geh mal zum Arzt. Sie sagt, ich will nicht zum Arzt gehen.
Da schreibt für mich Schlaftabletten. Und danach wird mein Leben lang abgehängt von diesen Tabletten. Leben lang. Nur Mut. Die Geschichte steht in Matthäus Evangelium, Lukas Evangelium und Markus Evangelium. Aber bevor ich spreche, will ich Kleinigkeit erklären. Matthäus Evangelium hat geschrieben, da waren 2 Blinde. Markus schreibt eine. Und die Geschichte einfach, die waren wirklich 2. Matthäus schreibt an die Juden. Und weil er schreibt an die Juden, musste er genau alles zeigen und alles sagen. Und die Nummer und die Zahl. Markus schreibt über Jesus Christus als der Diener. Der Diener. Und in Markus Evangelium sehen wir so viele Wunder, was Jesus gemacht hat. Da hat der Heilige Geist in Markus Evangelium konzentriert an die Situation von einer von den 2 Blinden, der gesprochen hat, der geschrien hat. Jesus hat die beiden geheilt. Da liest man diese Worte in Matthäus Evangelium. Aber in Markus Evangelium hat der Heilige Geist konzentriert an dieser Bekannte. Vielleicht war Bartimäus sehr bekannt in der Stadt. Vielleicht ist älterer Bettler. Vielleicht ist der eine, der geschrien, aber der Herr hat die beiden geheilt. Auf jeden Fall, das kommt keine Zweifel zu einer von uns und sagt, wie steht in Matthäus 2 Blinde und in Markus 1, Jesus hat alle geheilt. Markus Evangelium, Kapitel 10, will ich diese Geschichte lesen. Ab Vers 46. Markus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 46. Ich habe versucht, Mühe zu geben und bestimmte Wort auf deutsche Sprache zu verbessern, korrigieren, das wissen Sie was. Und manchmal, die deutsche Sprache ist unmöglich. Hatte beim Frühstück meiner Frau, beim Frühstück immer, muss ich diese sagen, bis jetzt es geht. Wenn ich einen Tag kein Frühstück gibt, vielleicht kommt unmöglich. Markus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 46. Sie kamen nach Jericho, als Jesus die Stadt wieder verließ, gefolgt von seinen Jüngern und eine große Massenmenge. Saß da am Straßenrand ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele führen ihn an, er soll still sein, aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: Nur Mut oder fasse Mut. Steh auf. Jesus ruft dich. Und das ist unser 3 Hauptpunkte für die 3 verschiedene Veranstaltungen. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was willst du? Fragt Jesus. Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagt: Rabbuni, das heißt auch mein Lehrer, mein Herr, mein Meister. Rabbuni, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete: Geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Amen.
Die Sünde in der Bibel hat verschiedene Bilder. Zum Beispiel Dämonen. Da lesen wir in Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 23. Ich habe versucht, die Bibelstellen nach der Reihe, dass wenn jemand guckt in seine Bibel, versucht nicht überall, und ich habe versucht am meisten aus Markus Evangelium, dass es für uns leicht wird. Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 23. Die Dämonen. Da steht dort, und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie in die Synagoge, in die Gemeinde, in die Kirche. Leute, die sind unter der Kraft des Satan in der Synagoge. Gibt es das heute noch, dass in die Gemeinde Leute, die sind nicht wiedergeboren, in die Gemeinde, kommen die an die Gemeinde am Sonntag als Gewohnheitssache. Aber innerlich, der Satan hat die Macht. Leute, die kommen in die Gemeinde am Sonntag oder in die Jugend am Freitagabend, aber danach, nachts bis morgen, ihre Augen, ihre Kraft, ihre Liebe, alles, was wir haben, was die haben, der Satan hat die Macht. In dem Synagoge. So macht der Feind. Kommt und lässt uns ohne Gemeinschaft. Einer, der mit Dämonen besessen. Wer kann mit ihm Gemeinschaft haben? Zweiter Bild. Lepra oder Aussatz. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Markus 1, 40. Der war mit Lepra krank. Er darf nicht bei seiner Familie bleiben. Der Lepra oder dieser Lepras Krankheit, er soll sein Bart rasieren, die Haare, Mund muss mit Schutz, raus von der Stadt, er muss schreien, unrein, unrein, er muss das sagen, dass keiner kommt neben ihm oder fasst ihm an. Diese Krankheit ist sehr schwierig. Man kann der andere sehr schnell stecken. Sagt man stecken? Anstecken. So ist die Sünde. Willst du mit jemandem sitzen, einer Freunde oder Freundin oder Gesellschaft, die mit Jesus Christus nichts zu tun haben? Und willst du, dass deine Ohr wird nicht anstecken? Willst du mit solchen Leuten oder mit Gesellschaft arbeiten und in einer Firma zusammenarbeiten und am meisten versuchen zu spielen mit Papieren und mit dem Steuererklärung und denkst du, dass du wirst nicht angesteckt? Die Sünde ist wie Lepra. Die nimmt man raus von seiner Familie. Wie oft sind Familien kaputt geworden, weil der Vater oder der Mutter, der Ehemann oder die Ehefrau hatte falsche Kontakte, falsche versteckte Liebe. Und der ganze Bund mit Gott in die Ehe ist kaputt geworden. Lepra. Der erste mit Dämonen, keine Gemeinschaft mit Menschen. Zweiter mit Lepra, keine Gemeinschaft mit seiner Familie. Das dritte Bild für die Sünde ist Lähmungen. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Lauten getragen wurde. Markus 2, Vers 3.
Das ist einer, der kann keine Bewegung. Keine Bewegung. Und so macht der Feind. Er bindet die Menschen. Gott hat uns Freiheit gegeben. Ich gehe und besuche Gefangene in Wiesbaden. Es gibt ein Gefängnis dort in Holzstraße. Und ich sehe junge Leute, die größer als ich, die stark, groß. Aber sie sind gefesselt. Gefesselt. Warum? Was ist was? Gott hat uns 2 Hände gegeben, dass wir mit den Händen arbeiten. Gott hat uns Beine gegeben, dass wir mit den Beinen arbeiten, gehen, spielen. Warum ist das gefesselt? So macht der Feind. Man hat keine Bewegung, gelähmt. Die Sünde macht uns diese Lähmung. Noch ein Bild für die Sünde, Blutfluss. Blutfluss. In Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 25, redet über eine Frau, die 12 Jahre leidet unter dieser Krankheit. Und das heißt, keine Kraft. Keine Kraft. Wenn man blutet und blutet, keine Kraft. Wartet auf den Tod. Jeder Moment kann man sterben. Noch ein Bild für die Sünde. Taubheit. In Markus 7, 32. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihm die Hand aufzulegen. Aha. Der Satan schließt die Ohren, dass man nicht Gottes Worte hören, und bindet die Zunge, dass man nicht Vergebung bestellt von Gott. Das habe ich mehrere Mal im Dienst erlebt, wenn ich sitze mit jemandem und rede und sage, hast verstanden? Sagt ja. Brauchst du diese Hilfe? Sagt ja. Sagt, sollen wir zusammen beten? Sagt, nein, betest du. Sagt, bete mit. Sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe es erlebt vor kurzem in Italien, in Milano und die Straßeneinsatz. Die eine Frau, die war richtig von ganzem Herzen, aber beim Gebet, sie hat gesagt, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. So machte der Feind. Noch ein Bild. Epilepsie. Markus 9, 17. Habe ich euch nicht am Anfang gesagt, ich rede von einem besonderen Besucher. Der Arzt kann alle Krankheiten helfen und heilen. Jesus unterwegs. Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Was heißt? Sprachlosen Geist. Das heißt, der Satan hat dieses Kind gebunden, er kann nicht reden. Und wenn ihr Zeit habt, lest mal die Reste von dieser Verse. Er fällt unten und da kommt der Schaum von seinem Mund. Das heißt, er hat keine Welle. Keine Welle. Die Sünde nimmt meine Welle weg. Gott hat mich geschaffen mit einer Welle. Aber der Feind nimmt meine Wellen. Er möchte mich auf den Boden werfen, er kann mich werfen, runterwerfen. Er will mich in dem Gefängnis bringen, er kann mich zum Gefängnis bringen. Er will, dass ich trinke, bis ich besoffen wäre und danach mein Leben werde miserabel. Er kann das tun. Der Satan will, dass ich Drogen nehme, bis ich richtig mein Leib, meine Körper kaputt werde. Er kann das tun. Ich habe keine Macht. So macht die Sünde. Und da kommt noch ein
Letztes Beispiel, Blindheit. Und das ist unser Thema, Blindheit. Haben Sie einmal Gedanken gemacht über die Geschichte mit Blindheit? Wissen Sie, wie wichtig ist, dass wir sehen können? Haben Sie erlebt, mit blinden Leuten umzugehen oder zu leben? Kennst du jemanden, der blind ist? Die Sünde macht blind. Ich rede nicht von der Physics-Blindheit, weil es gibt Leute, die blind sind, aber die Bibel sagt über solche Leute, sehr schöner Bibelvers, wenn es spricht über die Leute, die ihre Herzen offen sind. Ich rede nicht von den Augen, die geschlossen, sondern ich rede von Leuten, die wirklich, der Satan hat ihre Herzen geschlossen. Diese Gabe hat Gott uns gegeben, um das Leben zu genießen. Aber der Feind kommt und macht uns blind. Ich bin nicht immer für Bilder und so, aber da bedanke ich mich für unser Team. Ich möchte an dieser Stelle unser Team bedanken, jeder mit seiner Art und Weise. Und ich habe ein Foto bestellt und da hat der Bruder Hendrik mal geholfen, um zu sehen. Das vielleicht hilft uns ein bisschen über die ganze Bild. Wenn die 7 Beispiele, was ich genannt habe, über die Sünde, sehen wir, die Sünde macht keinen Unterschied zwischen Alter, Frau mit 12 Jahren blutet, oder in Lukas Evangelium über eine Frau, die war 18 Jahre, hatte krumme Rücken. Oder Mann in Johannes Evangelium Kapitel 5, 38 Jahre gelähmt. Der Feind, der Satan, hat keine Barmherzigkeit. Er kann keine Barmherzigkeit. Ob junge Leute oder ältere, Männer oder Frauen. Ob Simson, der Große, der Kräfte. Die Sünde ist wie Krebs. Wie Krebs. Wie oft kämpfen wir und beten wir und bitten dem Herrn für unsere Geschwister, die unter dieser Krankheit leiden. Krebs. Die Sünde ist sehr hart. Paulus wollte ein Wort sagen über die Sünde und er hat angefangen zu suchen Worte und er sagt, die Sünde ist sehr sündiger, sagt man, oder sündigt, oder hart. Jetzt kommt eine Frage von jemand von euch und sagt, und wo gibt es dieser Mut, was du sagst, nur Mut? Du redest von sehr schwierigen Situationen, Dämonen und Lepra, Lähmungen, Blutfluss, Taubheit, Epilepsie und die Blindheit. Wo gibt es dieser Mut? Doch. Ein Mann heißt Bartimäus. Und die Bartimäus, das Wort, die Name Bartimäus heißt der wertvolle Sohn. Aha. Der wertvolle Sohn. Der Blinde, ja. Der Bettler, ja. Der auf der Straße, ja. Ist das wertvolle? In Gottes Augen bist du ein wertvoller Mensch. Gott sieht uns mit total anderen Augen. Gott sieht uns durch die Liebe, durch seine Barmherzigkeit.
Ja, die Sünde hat jemand von uns runtergeschlagen. Aber Gottes Auge sieht, was er in dir geschaffen hat. Hier in Europa eine Familie, wiedergeborener Vater, wiedergeborene Mutter. Ich habe die beiden selbst getauft. Und die haben Kinder. Ein von den Kindern hat einen sehr schlechten Freund. Und durch seinen Freund, die beiden haben etwas zusammen geplant. Und das Ergebnis war, dass jemand ist umgebracht. Und der Sohn musste zum Gefängnis. Ich habe ihn mehrere Mal besucht. Und die Situation war sehr hart. Aber ich habe eine riesengroße Lektion gelernt, als ich mit dem Vater gegangen, ihn zu besuchen. Und der Vater nahm ihn mit vollem Arm, drückt auf ihn und sagt, ich bin nicht stolz auf dich, weil du hast noch deine Bibel offen. Obwohl bin ich nicht zufrieden mit alles, was ist passiert, aber wir wollen davon nicht reden. Das Gesetz nimmt sein Recht. Du wirst diese 9 Jahre hier bleiben. Aber ich bin nicht stolz, dass du die Bibel noch offen. Ich habe große Hoffnung. Ich habe großes Vertrauen, dass Gott werde dich in dieser Gefängnis segnen, wie er Paulus gesegnet hat in Philippi im Gefängnis. Ich bin sicher, dass der Herr werde dich ein guter, wunderbarer... Was ist los? Was für ein Vater ist das? Ja, das ist das Herz von einem Vater. Das ist das Herz von einem Vater. Die Leute sehen Bartimäus als Blinde, schmutzig, arm, keine Zukunft. Vielleicht er selbst sieht sich als so auch. Er sieht sich als jemand, der keinen Wert hat. Aber sein Name bedeutet der wertvolle Sohn. Das bist du. Und da bin ich. Auch wenn die Sünde hat mich erreicht, hat mich schlecht gemacht. Aber Gott sieht uns mit total anderen Augen. Macht das keinen Mut? Ist das nicht die richtige Botschaft von der ganzen Bibel? Dass Gott kommt und der Arzt kommt für die Kranken und die Hilfe kommt für die Leute, die rufen und bestellen Kraft. Aber noch eine Sache, Bartimäus und seine Stadt, der bringt auch großer Mut. Die Stadt Jericho hatte 2 Bedeutungen. Das erste heißt Stadt des Mondes. Der Mond selbst ist ein sehr dunkler Ort. Sehr dunkles Ort. Hat kein Licht. Aber der Mond reflektiert das Licht von der Sonne. In Malechi Kapitel 3, bei uns in Arabisch ist Kapitel 4, weil in Malechi in Arabisch 4 Kapitel, auf Deutsch sind geteilt 3 Kapitel. In Malechi Kapitel 3 steht, für denen, die offene Herzen, kommt die Sonne des Gerechtigkeit. Ein Sündiger, ein Blinder, der kommt zu Gott. Jesus Liebe, Jesus Licht, Jesus Reinheit kommt zu seinem Herzen. Wir selbst, von sich selbst, wir wissen, alle unser Herzen voll mit Sünde. Von unser Haupt bis unser Füße, nichts ist gut. Und da hat er geschrieben, Jesaja, ganze Körper ist kaputt. Lies mal in Jesaja Kapitel 1, ganz am Anfang. Aber kommt die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus kommt in Jericho und begegnet dieser Mann. Das Licht von dem Herrn, dieser Segen von Jesus, kommt zu dieser Mensch, dieser Arme, sucht ihn und besucht ihn und verändert sein Leben.
Aber noch eine Bedeutung für Jericho. Palmenstadt. Jericho heißt Palmenstadt. Es gibt 3 verschiedene Stellen in der Bibel, wo die Jericho heißt Palmenstadt. Das 5. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 3. In Richter, Kapitel 3, Vers 13. 2. Chronik, Kapitel 28, Vers 15, liest man über Jericho, das heißt die Palmenstadt. Und wenn kommt am Palmen und die Pflanze, ich bin nicht sehr schwach mit der Zeit zu halten. Deswegen versuche ich mich zu bremsen. Die Palme. Guck mal, was machte die Gnade Gottes. Bartimäus sitzt ganz tief unten. Die Palme ist etwas groß. Bartimäus will von den Leuten etwas nehmen. Die Palme gibt die Dattel von oben. Wie kann das sein passiert? So verändert Jesus der Menschen. Von einer, der bettelt, ein Film oder eine Beziehung oder eine Drogen oder ich weiß nicht, ein hier oder hin, zu jemandem, der geht und verkündigt Gottes Wort. Jemand, der will die Leute helfen und etwas geben. In Psalm 94 gibt es einen wunderbaren Bibelvers. Psalm 94 sagt die Bibel, dass ein Gerechter wie ein Palm, ein Gerechter ist wie ein Palm. Und dieser Palm, ich gucke mal in meine Arabisch, geht schneller, kann ich das schnell finden. 92, Vers 12, auf Deutsch wird bestimmt 13. Psalm 94, Vers, auf Deutsch wird 13. Ist das richtig? 92? 92, Entschuldigung. 92, 13. Vielen Dank. Ja. Wie eine Sprossen rauskommt, wie eine Palme, die groß wird, so wird ein wiedergeborener Christ. Ein Sündiger, der Herr Jesus in seinem Herzen akzeptiert. Er wird wie ein Baum, wie eine Sprossen, die in Libanon. Und wie gucken die Dattelbäume sind immer oben. Die kleinen, schwachen Vögel sichern ihre Nester in die Bäume, weil selten das Hinder hochkommen kann. Von einer, der bettelt, zu einer, der wird Schutz. Leider die Zeit erlaubt mir nicht zu erzählen von Leuten, die ich persönlich kenne. In einer Stadt in Ägypten heißt es Sagazig. In der Stadt Sagazig, wir haben einen Bruder in der Gemeinde, einen von der Leitung, von den Ältesten. Er war Räuber. Das war sein Beruf. Von Anfang zu Ende ein Räuber. Ein Räuber. Und der Satan hat ihm verrückte Ideen gegeben, wie er richtig stehlen, ohne dass du etwas fühlst. Er war geübt. Eines Tages, dieser Bruder auf dem Marktplatz bei uns in Ägypten, die gibt einen Marktplatz, nicht wir, sondern die Leute sitzen auf der Boden. Eine Frau hat 5, 6 Taube und ein bisschen Käse und Eier, sie setzt zum Verkauf. Die andere neben hat ein bisschen Maiskolben und so, das dritte hier und so weiter. Und man guckt hier und er guckt, woher die Frau oder der Mann das Geld rausholt. Er sieht, wo ist die Beutel von Geld
und bleibt und plötzlich nimmt dieser und flieht. Und er kennt die Stadt sehr gut. Manche Häuser, der hat 2 Türen auf 2 verschiedene Straßen oder Gassen, die hat er noch irgendwo, er kennt sich gut aus. Eines Tages hat er das Beutel von einem Mann und die Frau fängt an zu schreien und der Mann war schneller als er. Und in dieser Tag war Evangelisation in die Gemeinde, in die Stadt. Und die Evangelisation war voll. Da ist er reingegangen, hat sich gesteckt, mitten in dem so viele Leute. Und er erzählte mir, weißt du, Bruder Elia, meinem Herzen klopft außer Angst. Aber er war richtig sehr schlimm. Er holt das Geld und zählt. Die waren 17 Pfund. 17 Pfund, das ist genug für die Familie damals, für den ganzen Monat. 17 Pfund. Und in diesem Moment, in dieser Sekunde, der Redner, der Evangelist sagt, du Räuber, gehst du, stellst du 17, 18 Pfund und kommst du zum Beten? 10 Sekunde. Er hat gesagt, ich konnte nicht stehen. Das Geld war wie Feuer, wie Bombe. Ich habe das in den Boden runter und ich fühle, das ist Feuer unter dem Boden. Ich konnte nicht. In dieser Tag hat der Bruder Rashid, heißt er, hat Bruder Rashid sein Leben für Jesus gegeben. Heute er ist einer von den Ältesten in der Gemeinde. Von einer, der stillt, für einer, der bettelt, für einer, der schlimme, zu einer, der heute gibt Rat in die Gemeinde. Alle seine Zehntel für die Gemeinde und für die Armen. Wenn ich dort, er geht mit mir besuchen von Haus zu Haus, im Krankenhaus, gehen wir zusammen unterwegs. Was ist passiert? Er hat der Heiland begegnet. Und Gott hat ihm Mut gegeben. Er hat von dieser niedrigen Situation eine Palme gemacht. Wenn Sie Zeit haben zu Hause, gucken Sie bitte an Psalm 92, Vers 12 oder 13. Wie ist das bei Ihnen? Jetzt Bartimäus und sein Platz. Sein Name gibt Mut. Der wertvolle Sohn. Seine Stadt, der Mond oder die Palme, das gibt Mut. Es gibt Hoffnung. Und was ist mit seinem Platz? Da saß er auf die Straße. Obdachlos, keine Familie, keine Beziehungen, unsicheres Platz, Unschutz, Tag und Nacht, Winter und Sommer, sitzt auf die Straße. Und das erlebe ich persönlich mit vielen Leuten. Die Gott hat denen viel Gaben gegeben. Gutes Beruf, wunderbarer, toller Ehemann oder Ehefrau. Aber durch die Sünde, die sind bis auf die Straße gegangen. Die Sünde hat alles weggenommen. Alles ist weggenommen. Nichts geblieben. Die betteln heute, betteln. Bartimäus und sein Tun. Er geht zu seiner Arbeitsstelle jeden Tag. Sitzt in diesem Platz. Das ist alles, was er macht. In der Uni, wo ich studierte in Ägypten, in Kairo, da war ein Bettler immer an der Haupttor von dem Uni, wenn man reingeht. Und immer sagte, helfe mir, werdest du dein Studium schaffen. Helfe mir, werdest du dein Studium schaffen. Manche Bettler benutzen Gottes Namen in unserer Heimat. Viele mit Gottes Namen und viel geistliche Worte werden dieses gebrauchen, um deine Emotion und dein Gefühl zu bewegen, dass du etwas rausnimmst und in die Hand gibst. Natürlich in Europa, die Bettler sind mehr moderner hier bei euch. Die benutzen entweder eine kleine Katze neben ihm oder ein Hund oder ein Pony oder schreibt, ich habe Hunger. Also wie kann er dein Herz bewegen?
Wenn er sagte, gib mir und er wird es du schaffen, keiner wird ihm glauben. Aber die benutzen, jeder Bettler benutzt eine Idee, um dein Geld rauszuholen. Was machst du, wenn du in Zürich und plötzlich einer schreit, Hilfe, Hilfe, Hilfe? Du kannst ihm nicht, überhaupt nicht. Was machst du? Manche, die gehen weg. Andere, die stehen, um zu gucken, mit sehr vorsichtig. Manche, wenn einer kommt und der will etwas betteln, Leute sagen, geh, such mal Arbeit. Geh, arbeiten Sie. Ist das richtig oder nicht? Geh, such mal Arbeit. Aber wie hat Jesus reagiert mit diesem Mann? Wie hat er reagiert? Er hat seinen Schrei gehört. Und mit seinem Herzen, der voll mit Barmherzigkeit, hat er nicht gesehen, wie er saß oder was ist seine Situation oder wie lang. Das alles spielt keine Rolle. Wenn ich heute meinem Herzen zu dem Herrn geben will, spielt keine Rolle, was habe ich getan, was für Mist habe ich gebaut, wie viele Jahre habe ich gesündet. Das spielt keine Rolle. Der Meister ist da. Er ist in Jericho. Er sucht und liebt und gibt. Der Bettler ist immer arm und bleibt immer arm. Bartimäus und sein Tun, Bettler. Bartimäus und seine Klugheit. Dieser Bettler, ich sehe, dass er war mehr klug als viele, die volle Augen und die Kräfte Augen haben. Er hat geschrien, der Schrei und seine Erkenntnis. Bei seiner Schrei hat geschlossen, es ist keine Chance mehr. Heute ist meine Chance. Als er gefragt, was gibt's? Warum ist so viel laut hier? Haben gesagt, Jesus aus Nazareth, es ist vorbei. In diesem Moment, wie einer von euch vielleicht mit unter uns heute, oder jemand, der hört uns durch dem Internet, hörte, dass Jesus gibt Mut. Das Wort Mut hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Übersetzungen. Einmal Mut heißt Vertraue. Andere heißt, sei getrost. Getrost. Jesus gibt Vertrauen. Gibt Selbstvertrauen. In der Psychiatrie ein riesengroßes Problem. Wenn man verliert dieses Selbstvertrauen. Ich kann verlieren das Vertrauen an jemand. Ich vertraue ihm nicht mehr. Hat mich belogen 3, 5, 7 Mal. Er hat versprochen, hat seine Versprochen nicht gehalten. Es kann passieren, dass ich verliere. Die Selbstvertrauen, das ist eine lange Geschichte, braucht lange Zeit. Mit Diskussion und die Seelsorge und die Medizin und es gibt verschiedene Prüfungen, die muss man durchgehen, dass man sein Selbstvertrauen nochmal bekommt. Jesus gibt Mut. Jesus gibt Trost. Das Wort, was es sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Auf Arabisch, hab Vertrauen und Mut. Ich habe die Welt überwunden. Sein Schrei und seine Kenntnis, es gefällt mir, was es hier steht. Als er gefragt hat, die haben gesagt, dass Jesus von Nazareth war, Vers 47. Als er Jesus gerufen, hat nicht gesagt, Jesus der aus Nazareth, aber hat gesagt, Jesus, Sohn Davids. Aha. Er weiß, er kann, aber er hat noch nicht das selbst, dieser Leben gehabt.
Er hat selbst noch nicht Jesus als Herr für sein Leben. Und das ist viele von uns. Wir können. Wir sind in die Kinderstunde groß aufgewachsen. Wir kommen aus christlichem Elternhaus. Wir haben früh die Bibel gelesen in der Schule. Wir wissen ein paar Bibelverse auswendig. Vielleicht jemand von uns ist aktiv in die Gemeinde, aber er hat Jesus noch nicht erlebt als sein persönlicher Herr und Heiland. Dieser Blinde wusste genau, wie er Jesus rufen. Jesus, der Sohn David. Jesus heißt der Erlöser. Der Engel hat zu Maria gesagt, du wirst schwanger und du bekommst einen Sohn und er wird heißt Jesus, der erlöse sein Volk von der Sünde. Und der Sohn von David. Der Name David heißt der Geliebte. Der Geliebte oder Beliebte? Geliebte. Der Geliebte. David heißt der Geliebte. Der Erlöser. Der Sohn von den Geliebten. Was brauchst du? Was war sein Wunsch, dieser Mann? Seine Bitte. Wenn ich Bartimäus bin und da kommt Jesus vorbei und sagt, was willst du? Was willst du? Ich will das sagen, ja Herr, bitte. Ich bin diese langen Jahre als Bettler und keine Zukunft und alles, was ich nehme, das esse ich mit. Bitte, bitte, ob es einen großen Betrag für mich geben, dass ich das in den Bank hinlegen und die lebe ich davon und brauche ich nicht hier. Bitte gib mir einen großen Betrag. Oder ich sage, lieber Herr, du weißt, ich habe kein Zuhause. Eine kleine Hütte, ein kleines Haus. Das ist alles, was ich brauche. Oder? Gib mir eine Arbeitsstelle, dass ich von das leben. Die passt mit meinen Augen. Aber er war klug. Hat kein Geld bestellt, kein Haus bestellt, keine Arbeit bestellt. Aber was hat er bestellt? Barmherzigkeit. Erbarme dich, mein. Erbarme dich. Er war richtig klug. Er weiß, was er braucht. Geld. Wenn wir unser Leben kaputt machen wegen Geld, Geld geht zu uns. Wie viel haben wir in die Hände gehabt von Geld? Wie oft war der Betrag auf die Konto hoch und runter und minus und hoch und runter? Und? Haus. Wir leben hier, wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser Zuhause ist bei der Herr. Wie oft Leute haben Häuser gebaut und da ich kann einen Freund, ein sehr guter Freund im Sudan, ein Geschäftsmann in einem sehr armen Land. Und er hatte genug Geld. Er hat ein wunderbares Schloss im Sudan gebaut. Bei meinem letzten Besuch bin ich gegangen und wirklich habe ich geguckt und gesagt, das ist selbst ein Predigt. Er hat das Haus gemacht. Wunderbar. Und in dem Tag bei dem Umzug starb der Bruder. Hat keine einzige Nacht übernachtet in dieser wunderbaren großen Villa. Nichts. Kein passiert. Beruf, ein gutes Beruf. Heute plötzlich die besten Firmen plötzlich gehen bankrott, wie bei Opel vor ein paar Jahren. Vielleicht hören Sie, dass es 10.000 Mitarbeiter, 20.000 Ingenieure raus gibt. Kein. Was bestellst du heute eigentlich? Was willst du von dem Herrn? Der Herr kommt vorbei jetzt zu deinem Herzen. Der Heilige Geist bewegt deinem Herzen. Und der Herr fragt, was willst du? Was soll ich für dich tun? Nur Mut, weil Jesus Christus kann. Nur Mut, weil Jesus Christus will. Und nur Mut, weil Jesus Christus liebt dich. Liebt dich.
2 verschiedene Bibelstellen will ich mit schließen. Einer ist in Hoheslied, Kapitel 5, Vers 15. Was der Herr Jesus von dir machen will. Er redet hier, die Beine sind Marmoren, Säulen gleich, die sicher auf goldenen Sockeln stehen, dem Libanon gleich, er an die Stattlichkeit der ragenden Zedern an Pracht und Kraft. Dieser Zedernbaum im Libanon, das gibt ein Ort in Libanon auch etwa 45 Kilometer von Beirut, der heißt Zedern. Der Zedernbaum geht immer, die Stiel geht gerade. Das Zedernholz ist sehr hart. Kein Insekt oder Ameisen kann durchgehen. Der Zedernbaum, das Holz hat schönes Geruch, wenn das ist bei dem Schreiner in dem Säge. Das bringt ein wunderbares Geruch. Und in dem Baum selbst ist wie ein Schirm. Ein Schirm. Kannst du unter diesem Schirm stehen in Sicherheit. Und das sagt, dieses Beispiel werde für jeder, der Jesus akzeptiert, heute. Weil dieselben Worte kamen genau im Psalm 92, Vers 13, über die Palme und die Zederbaum. Gott ändert mein wackelter Beine, meine Unsicherheit, meine Angst, Leben ohne Ziel, Liebe, die sehr schwach für den Herrn. Er wird das feste wie Marmor und macht von uns richtig lebendige Leute. Zweite Bibelstelle in Jeremia. In Jeremia, das Buch Jeremia, Kapitel 2, 2 Stellen. Der Herr redet zu jeder von uns heute. Zuerst sagt in Vers 13, mein Volk hat doppelte Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wasser, hat er verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch riesig sind und das Wasser nicht halten. Und in Vers 32b, aber du hast mich vergessen, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber in dasselbe Buch Jeremia, ich habe gezählt, vielleicht kann jemand anderer durch das Internet oder so, ich habe gezählt 48 Mal. Sagt, komm zurück, komm zu mir, komm zurück, komm zu mir. Wenn man liest über das alte Volk Israel, was die Israeliten gemacht gegen Gott und was die Sion gemacht, und danach er sagt, komm zu mir, komm zu mir. Kommt zu mir, die alle mühselig und die beladen seid. Ich will euch erwecken. Vielleicht einer oder mehrere von uns, like Bartimäus heute, der lebt ohne Hoffnung. Das Leben ist total schwach. In Europa, aber der Feind hat uns erreicht. Unsere Kraft, unser Geld, unsere Freude, unsere Freiheit hat uns gebunden durch unsere Lust. Heute
Der Herr gibt dir diese wunderbare Einladung. Du bist eine wertvolle Tochter. Du bist ein wertvoller Sohn. Nur Mut. Nur Mut. Ich will mit uns beten, lieber Herr, du siehst uns am Herzen. Wir kommen zu dir, wie wir sind, und bitten um Barmherzigkeit. Auch als wiedergeborene Christen, die keine Zeugnis oder gute Zeugnis hat, keine Zeugnis haben in die Familie oder in die Uni oder in die Schule oder bei den Nachbarn, weil die Sünde hatte den Weg zu unserem Herzen gefunden. Wir kommen heute Abend, bitten dich, um uns zu reinigen. Schaffe in uns neues Herzen. Ich bitte dich, dass du die Herzen bewegt, dass diese Evangelisation wird nicht nur als Tradition, sondern dass Leute ihre Herzen für dich öffnen. Du hast mit vollem Liebe akzeptiert, auf dem Kreuz zu gehen, und dort hast du dein Leben gegeben. Du hast dich nicht geschämt von uns, und du willst von jeder von uns eine Palme, einen Palmenbaum machen. Wie das Buch Jeremia sagt, wir haben dich verlassen, wir haben dich vergessen, aber du wirst uns nie vergessen. Komm bitte heute und beweg uns am Herzen und schenk uns Mut. Amen. Amen. Ich habe eine Frage, aber ich finde keine Antwort dafür. Diese Lehrerplätze gehört wem? Wem gehört dieser Lehrerplatz? Wenn ich wusste, da habe ich Geschwister aus Ägypten bestellt, da war der Platz ganz voll heute. Ich glaube, es gibt Nachbarn, Kolleginnen oder Kollegen, jemand aus der Familie, lade die Leute ein, dass die kommen. Nicht, dass der Platz voll wird, aber das ist eine Chance. Morgen haben wir die Einladung, was der Herr gibt. Komm mit. Lade Leute und sag, komm mit, komm mit. Ich bedanke mich für jeden, der gekommen heute, und ich bedanke mich, wenn du die Einladung weitergeben kannst. Vielen Dank.